En so hat iets wie ik verbeterd in mijn ene Gesellschaft. Dankeschön, dass Sie vandaag wieder eingeschaltet haben. Zoals je zien, hat hier einen ganz bekannten Gast, David Teufs. Dankeschön, David, dass wir das hier machen dürfen. So ja, jeder. Vandaag geht es mal nicht so, wenn es nicht live sehen, aber ja, wir wollen ein bisschen von seinem Leben hier. David, bist du an ein Allerhuis abgewachsen, wo es viel gesungen wird? Nee, ja doch, muss man so sagen. Ja. Wie thuis wordt sehr viel gesungen. Ja. Bei meine, besonders als mein Paar gestorben war, dann, wir damals 4 Jahre alt, dann wird dort für meine Mann ein großer Trost. Meine Mann singt sehr hier. So von dann an, glaube ich, was ich weiß, wird dann mehr gesungen als Patan. Ook aan die Mann befrieden sich dann frisch, auch an die Familie dann? Ja, weet niet, we hadden niet dat we veel als familie gezongen hadden. Maar ik had meerdere Geschwister wat instrumenten speelden. En so, we waren iets voor alle actief met een muziekgroep, in verschillende steden waar we dan metmaken. Wie dat am Dorp oder an der Stadt? Dat we am Dorp. We waren in Menno, in Oosterwijk. Ik weet dat ik veel als teenager met een van mijn broers, mijn cousin, had 3 en dan konden we in onze tijd Preludio spelen. Damals, wir in onze tijd dan niet erlaubt met instrumenten die Gesang begleiten, aber Preludio met Akkordeon en Gitarre en Harfe, en dan wordt zij gespeeld. Ah ja. En aan Zentralschultijd wees du dan, moest u einmal voren van thuis, oder wees u in Loma Plata aangebracht? De laatste eindje in Loma Plata, trok we naar Loma Plata. Wat eerste eindje weer we am Dorp nog, dan voer we. Maar dat is niet zo weit. Oké. 7, 8 kilometer. So. Die tijd dat we zo van 13 jaar, want in Menno kunnen we met jongens alle meisjes ook met toerad voeren. So bij ons in de stonden in de gang te rijden. Ah ja. Ja, vandaag wordt het niet meer zo zijn. Niet ganz so tidig, nee. En dan, ja, weet man ook veel op de gassen. Maar hast du in de Jugend metgemaakt? Wo bist du zum Glauben gekommen? Zum Glauben kwam ik als kind. Dat hij geloofd aan mij, ik neem dat allemaal ernst. Maar als ik 9 jaar oud werd, iets wie erkende dat het eerste Mal dat ik een zonde was. Ja, en dat ik verloren was. En we bekeerden me dan bij mijn ma thuis. Mijn jugend, ik leefde allgemein sehr fromm. Ik was sehr fromm. Ik denk, wat mij besonders veel helpt, als we naar Loma Plata trokken, dat we 15, dan ging ik zum Hauskreis. We hebben een grote Jugendhauskreis en dat heeft mij sehr viel geholpen. Vielleicht auch manchmal nicht wirklich die Realität gesehen, was das Jeuf oder was das wir. Ich weiß, was eben, das sei eine geschützte Welt dann ab. Und daher wir für mich super und Schmädchen, also wir nehmen uns das Thema nicht. Ich schaue dann noch im Jugendkomitee mit und ja, wir sind sehr aktiv. En ook met gezang. Ik had dan zeer tidig al een paar jaar helpen gezang leren, wenn ze muziek speelden. Ik was als teenager met ons Nuba metgevoerd naar As-Paraguay in de Tranchaco-Mission. En had dan verschillende Zäune en Spanisch leren daar en ook veel Spanische Leute kennengelernt. En dat had me dan ook dat ik kon. Ik denk, we 16 jaar dan had ik al een Spanische tijd met gezang leren. Oké. Vielleicht zijn we nog eenmaal ganz kort terug. Die paar sehr tidig gestorben. Hast du dat al goed metgekregen? Ik was damals 4 jaar oud. En wat mij denkt, is van op een begrafenis waren de beelden gemerkt. En dan nog eenmaal im Krankenhuis. Waarschijnlijk weer dat, wat mir dan nog gezegd hebben, we als 10 jaar voor eenmaal nog te gaan afscheid nemen. Daarvan was ik een klein beetje. Maar sonst. Sonst hast du dann sehr bald den zweiten Paar kennengelernt und die Schwester auch noch alle? Correct, dat weer 4 jaar later befried zich mijn ma frisch met mijn onkel. Ja, dat weer mijn ma erst schwanger. En dan weer mijn broer en zuster de frischer, de nieuwe, dat zijn dan werkelijk mijn cousins. Ja, de familie wenig vreemd van ons. Okay. Maar toch, maar dat hebben we niet. Ja, naja, vielleicht wird das ein anderes Thema sein.
Aber das ist die meisten Top-Warne, ja. Ja, ja. Mhm. Und als du sagst, in Wegster, was jetzt du die Zeit, hast du die dann noch toffen? Ja, ich war 15. Mit 15 Jahren leid ich mich taufen. En de plata. En een Elimtjoy. Und dann hast du bei irgendwo einmal wieder mit der Musik gemacht. Wo ging das dann wieder? Naja, het lied wie 16 Jahre, dann ein Sonntag, de Elimtjoy wir voll Menschen. Ich habe meine Cousine seit dem Gang der Land nicht gewonnen. En check, zei hij, en check. En hij zou het mes ganz hängen, aber der mir sagt, dann sagt er, jetzt soll er kommen, mit der Band. Dann sagt sie, der Dirigent ist nicht gekommen. Dann sagt er, muss Piano spielen oder Ario spielen. Weißt du nicht leiden? So, ich stand da mit 16 Jahren fair. Ich wusste nicht, was ich mit meinen Händen tun soll. Wenn sie dirigieren einmal, ich verstand das nicht. Ich doch auch ein bisschen. Aber das war eine ganz interessante Erfahrung. Und ich fand jetzt wie von sehr jung, dass Gott mir für Musik arbeiten. Das ist was meine Mama viel Leute vertelt hat. Ich haben ganz klein, da konnte ich nicht auf ein Bein stellen setzen. Ah, ja. Ich musste immer doorhuilen. En ik ben veel krank als kind. Ik had 70% kon ik nog hier. Dus ik had 30% verloren. Oh. En dat van zeer klein aan. We hadden zeer veel hoogfiber. En ik wil een paar Mal zeggen dat ze dachten ik wil sterven om fiber. En an een van de steden heeft mijn moeder einfach mal zu Gott gesagt, wenn du David Brücke was, dann Hölle am Leben war nicht, dann Lot am Sterben, so ist mein Mann sterben, Lot hast, ja. Und dort, als er mir das mal vertelt, dann waren für mich viele Sachen klar. Und auch für mich die Jamal oder der Raub, dass ich will dort lernen, wo ich zu berufen wir, dort ganz ernst nehmen und Fall lernen. Und das wird jetzt wie so eine Bestätigung für mich. Und da wird dann auch eine Jugendzeit, ich probiere dann verschiedene Sorten mit Musik. Und ich fange jetzt wieder an, mal einen Freund hat eine elektrische Gitarre, wie wird so was näher für uns und probiere mit dem Rahmen verschiedene, weil wir immer klar, ich will Musik lernen. Hast du dann wo gelernt? Ja, ich habe dann nachher, als ich die Zentralschule eingehe, mit 20, dann habe ich dann Samta gewonnen. 4 Jahre. Also ein Samta ist eine, kannst du ein bisschen Samta erklären? Ja, Samta ist eine Bibelschule mit Bibelschule und Musik hier in Paraguay, von der ersten Teil von der Universität, von der Evangelischen Universität, damals noch nicht. Und da können wir dann Musik lernen mit der ganzen, ja, also ein 4-jähriges Programm, das auch eine gute Wasser hat, wo man da sehr viel mitkriegt, um dort nachher man damit arbeiten kann oder unterrichten kann. Warst du dann nachher aus der Teil wo angestellt? Ja, als we met de einwieren, trok we treed, dit is bij ons een zondag bij, dan trok we treed om Chaco en ik word in Fernheim als muziekverder aangesteld. Wie je dan al bevrijd? Ja, dan bevrijd. En je weer top in Samta? Nou, mijn vrouw heeft sociaal geleerd. Die trabajo social en als een zoon, so we leren ons in de jugend kennen. Dan werd je in Fernheim aangesteld? Dan word ik in Fernheim aangesteld. Als muziekverderer? Ja. Wat deed je dat dan? Nou, een zeer interessante ervaring en een zeer goede ervaring. Ik denk jeder dan terug. Ik heb zeer veel Schüler gehad die tijd. Een ganze Events organisiert. We maken damals Volksliederabende, een country-event maken we, waar dan ook met koor verschillende zaken en Gemeinden met verschillende zaken zitten. Weer een ganz interessante tijd. Zeer veel is. En ja, er is wel weer de ene begebenheid aan de gemeente wat die beetje teruggeschrokken heeft. Bueno, dat weer zo. Ik weer, als ik 17 jaar oud was, damals had een vriend een elektrische gitaar metgebracht van Canada. En mir hielt sich die Blöße so erscheinen. Und wenn du eine elektrische Gitarre mit ein paar kleinen Parlanten, in dem du Distorsionen merkst und nicht weißt, wie du das spielen musst, dann hielt sich diese Gitarre sehr gerissen. Das ist ein bisschen genauer und gereist, würde ich sagen. Aber mir hielt sich das schein. Ja, dat wir sehr vielleicht was anderes, ein bisschen rebellisch. So in Fernheim, in einer Gemeinde wie ein Musikfestival von alle 3 Kolonien, ein Jugendmusikfestival. Und ich mal mich an, vor der Hand und sang, dass Leute celebrat a Cristo celebrat. Ein Leute von Markus Witt in Spanisch gesungen haben, von Domoe, vom Englischen.
hat eine Mission kanalisiert, als ich mit für eine Mission dann. Und dann zag ik dat ganz allein en dat reisde en dat niet zong. Weil die Geschichte nicht zu lang zu merken, aber dat wir jetzt wie wat ganz anders als der Rest von der Gruppe deuten. Ja, de andere wieder alle formelle, Feierstemmen sagen, geordnet, oder zwei Stemmen, so. So, was passiert dann? Ich bin noch ganz begeistert, was das alle Teil wir, aber man sieht, dass wir nicht gewusst. So eine Familie hat dann so von uns die Schwester nach die bist du noch ans Cousin, nicht mehr ans Bruder. Aha, Fuß darauf sieht eine Novia mir auf, meine Girlfriend. Und dasselbe Jahr, das wir da alle Ausgangsjahr, falle ich dann die Zentralschule durch, die 10. Klasse, oder nicht so die Primero. Dem falle ich dann durch. So, für mich wird das nicht viel mehr in die Gesellschaft, als wenn ich im Sport geworden bin. Und Fernheim hat die Resuscito, der Chorus jetzt, und dann Männer hat die Rocker David. Und das spätestens ist, wenn ich im Sport von der Gesellschaft geworden bin. Ich weiß dann, die Jugendleitung sieht dann, die waren nicht gut, waren, als für mitmerken. Die haben sich zusammen mit mir geschämt. So, ich meine das gut. Ich meine das von heute. Aber wir hatten damals nicht viel Erfahrung. Da hat sich Gelegenheit jetzt für zu finden, wer die können, ja, wie man eine elektrische Tour brauchen kann. Da wird nicht Internet, nicht? Wir können nicht YouTube checken oder Videos checken, sondern da wird einfach, da wird keine Information. Ich weiß, eine Schule hat lacht eine Klarinette. Und dann sage ich dem Lehrer, hey, kann ich das Ding mal probieren? Ja. So, ich kriege niemals einen Ton raus, wenn kein Mensch wüsste, dass du noch ein Plättchen in die tun musst. Oh. So, du püsten das nicht. Aber so wenig von Ideen, von Instrumenten und Musik, wie in meinem Umfeld, wo ich kann, zwar auf anderen Stellen, ich auch mit Maya, am Chaco auch, aber in meinem Umfeld nicht. So, aber was ich dann da, als das alles passiert, diese ganze Sache alles hat, dass wir es waren, die Welt immer mit Töpperjück, nicht? Dass wir einfach, ich fange an zu verbessern und ich will bloß weg. Als ich 18 bin, ich habe hier auf, ich fange am Sedaine stehen, ich bin kurz so rapido, fall der 10. Klasse Wala durch. So ich ziehe die 3 Mal gegangen, in der 10. Klasse. Zum 3. Mal komme ich dann durch. So, die ersten 2 Jahre bewege ich mich, ich komme zuerst in Haus, aber sonst in Asunción, am Sedai, wir waren plötzlich verschiedene Menschen, aber sonst am Weg so wieder bewege ich mich da in der spanischen Welt. Ich versuche jetzt wie Aufstand zu nehmen. Ich dachte mir so, hier von diesen Menschen werde ich nicht mehr weich. Das verstehen mich, und so, ich habe echt wie ich verbessert in meiner eigenen Gesellschaft. Wir sind vielleicht nu einmal ein bisschen gegangen. Wird das vor deiner Samtatit oder nur der Samtatit? Das wird vor meiner Samtatit. Ja. Okay, du hast die dann aber irgendwo abgefangen und dann gingst du zur Samta? Ja, ich fang mich dann ab. Ich habe eine interessante Erfahrung. 1,5 Jahr später kam ich zum Chaco und hat mich ein bisschen rekuperiert, ein bisschen müde geworden war. Und damals war hier Fresh Musikfestival. En ik zijn gerucht, dat we in La Plata dan. En ik had ook daar je tooi uit. En ik had vroeg dan als ik wel zingen kon. En die Leute mir sogar. En het meine Überraschung, ich wist dat niet dat het met een premium weer, of wat immer, dat het anerkannt wordt, bij Goethe weer, of gemeten wordt. Maar hij had te laat den besten Preis gewonnen. Wow. Op dem Musikfestival, für meine Säule, wie dat eine gouden creme de boe, nicht? Dat speelt sich gut. Ich glaube, Gott einfach einmal ein bisschen Müll zu merken. Oder was immer heute mit hat, wir haben das mich viel Müll. Und das mich Müll, weil wir auf andere zu herrschen, und besonders mein Bruder, der damals im Samta war, der sagt, David, das steht für dich. Daarom mal. Ich will da noch, versucht ich da noch Kanada, und verschiedene andere Städte, ich will noch wieder, nicht zu sagen, meine Gesellschaft nennen. Aber dort haben wir dann drei gefunden. Und interessant, von der sind ich Plattdeutsch. Ja, und dann ging es dann zu Samta? Da ging es Samta, ja. Und dann ging ich auch immer in der deutschen Welt, also in Plattdeutsche, in Concordia, wo ich dann auch in Concordia für mehrere Jahre ein Jugendleiter war und dann sehr aktiv wie ein Choice dann auch. Und irgendwann bist du aber dann nach Bolivien gegangen, hast du
Wie heb je ook eenmaal bij die Ja. een Container, een kleiner Studio angefangen? Wo viel sie dem überhaupt da an? Wir waren in Kanada, vor dem, nachdem dass wir in Fernheim als Musikförderer waren. Und aus von Kanada fuhr ich für einen korten Missionseinsatz nach Bolivien. Ich werde mich ein bisschen fair, aber man betont mir alles und direkt mir, ich soll mal fahren, dass viele einem werden singen können. Und du haben ja gerade mit der EU. Wenn wir waren in einer Zeit, wo wir wussten, wir wollten nie fahren. Das spät wie bei, der Predigt und die Church wäre so. Und wir Gott uns dann, daher, sie glände auch mir, die EU mögt, dass Bolivien da steht wir. Das ist ja mal gut, wenn das bad ist. Ja? Ja. Aber das ist das, wenn einer ist und Ja, der dann, andere nicht so. Aber bei dir ist es dann so. Dortmund ja. Manchmal sind wir auch nicht einig, wir werden nicht wieder jetzt, aber Dortmund wird irgendwie so klar, dass zum Beispiel die Person, die uns schickt, oder die das betont für uns, die will selbst fahren. Und die können nicht, wenn die haben Trouble, Gesundheitstrouble. Und den Tag, wo ich wegflog, dann wird dem Sinne weiter weg. Ja. Und dann kriegt dem Doktor, dat nochmal rent gelaten, wenn sie hat ich verder hier rein, da wir ein Trouble wirklich, und dat wir weg. Und als wir zurückkommen, wir die Fußstunden, sagt er, niemand mehr betalen. Wenn es echt wird, hat Gott gewollt, dass du dahin fuhrst. Und das dort hat wir mehrere Erfahrungen. Und ich sage manchmal, schon, dass das Leben Gott nicht einmal so klar ist. Aber das wird sehr klar. Und das Platisch singen wir für mich was Fremdes Batan. So ich muss mich dort warnen, lernen, das zu lesen. Und so von daher singe ich dann am liebsten das Platisch. Ich singe auch Spanisch und Englisch, aber in Jüdisch, aber das ist mein schönste in meiner Muttersprache. Da fangst du dann an, leider zu schreiben in Bolivien? No, ich habe al vorher ziemlich leider geschrieben. Leider ist mein Material eigentlich alle weg. Von vorher. Ich habe al als Teenager angefangen mit leider schreiben. Platisch? No, einmal auf Jüdisch. Okay. Ja. Aber dann, als du in Bolivien da warst, Ja. dann heb je het al even Platisch. Dann nicht auf Platisch. Wie lange ben je da? 7,5 Jahre. Und dann heb je het nog eenmaal naar Canada? Wir waren in dem März von der Zeit einmal für ein Jahr in Nord-Vancouver, um die Audioaufnahmen zu studieren. Ich war einfach ich habe Musik studiert, aber ich kam nicht von der Technik. Und einfach ein Jahr mal bitte lernen, dass wir bessere Produktionen machen können. Da hat mir dann sehr viel geholfen. Das war, was mir immer viel gehindert hat, das sind meine Uhren, besonders an das letzte Einmischen. Versuche ich von der ersten Tag immer aufzugeben. Oder ich gebe das nicht immer auf, das andere das turnen. Wenn ich eben nicht alles hier kann. Und wenn es mal 70% ist, für mich ist das kein Trouble, wenn es Leute wird. Manchmal sagen Menschen, da ich habe es einmal Leute, vielleicht ist das die Erklärung dafür. Ja. Weil ich nicht Geld hier kann. Genau. Gut, dann hast du dort hier mit Exalta Jesus im Schwung gebracht und so schaff je nu. Als wir kommen her, wenn es Familienhall war, nach 7,5 Jahren. Aber wir wussten, wir würden wieder merken. Weil, auch finanziell, alles wieder ein Teil Frauen. Aber wir wussten, wir würden wieder merken und wir gingen einfach im Glauben los. Hier dann. Und der liebe Gott, der hat es gesehen. Die Menschen haben Bier geführt. Und ja, du kriegst Fuß auch andere Menschen, andere Musikanten? Ich krieg Fuß andere Musikanten. Wir waren Fuß im TV mit einem Programm. Das nannte sich damals Hub Singen. Und dort half uns, dass wir jetzt wie dem Star kriegen hier. So von der ersten Tag sind ab ans Kanal noch 8 Jahre, mit über 8 Jahren. Das sind über 600 Videos. Ah, ja. Und da haben wir noch viel in Spanisch, was dann ab Transchaco ein bisschen eher Kanal ist. Also, dann privat noch Menschen, die hier dann Aufnahmen gemerkt haben. So, wir haben es bewegt. Ja. Allerhand erst geworden. Und der liebe Gott, wenn wir 3 Tschechien haben, das sehr gut gesehen. Ja, du hast ein ganz bewegendes Erlebnis oder eine Lebensgeschichte gehabt. Und du vertellst al een beetje dat Gott je toch zo klar gewesen had dat je naar Bolivien zullen. Wat woest du nog vielleicht aan de Deutschland wat metgeven, wat extra? Krijgt wenn du auch op muziek zijn. Was mir immer wichtig ist, das hat auch mit Persönlichkeit zu tun. Einer der Weg sieht einen Teil, der andere hat alle Angst. Aber wenn du fällst, Gott rübt in eine Richtung.
dann glaube ich einmal, ist es sehr wichtig, dass dass du dort das, was Gott dir verübt. Und das muss nicht Singen sein, was immer das ist, aber dort, und seht Gott, und seht, wo du mit deinen Gaben, mit deiner Passion und mit das, was Gott dir abgibt, deine Kost. Das gibt eine neue Gelegenheit. Manchmal macht man sich dann schrecken, manchmal kann man nicht bloß zu viel in mein Leben halt bloß dem Kopf hat gemerkt, der hier wohnt gerannt und das schafft er nicht. Manchmal macht man sich bei und auch für andere Menschen einfach sich schrecken und dann aber die Vision klar haben, wofür Gott geräumt hat. Das habe ich uns alle mitmerken. Gut, Dankeschön, David. Dat we nu mal nicht gesungen haben, du hast mir von die Leben ein bisschen vertelt und ich hoffe, Ihnen hat das auch gefallen und wünsche Ihnen alle einen guten Tag. Und die David mit deiner Musik, Exalta Jesus, mit deiner Gruppe, die du hier hast, viel Möten, Gottes Segen wieder. Dankeschön für diese Gelegenheit.